Ja, die vielen Menschen, die wir hier immer wieder sehen, rechts und links den Straßen, die haben zum Teil die Nacht dort verbracht, um wirklich heute in erster Reihe dabei zu sein. Der Botschafter war bis vor kurzem auch noch bei uns und hat uns das auch erzählt, dass hier wirklich eine große Anteilnahme herrscht. Wir sehen diese wunderschönen blauen Federn und wir haben einen Federnspezialisten hier, den Federngott. Was sind das? Österreichs, was sind das für Federn? Die blauen Federn, die man soeben gesehen hat, sind vom Hahn. Es ist eine Hahnenhalsfeder, die an einer bestimmten Stelle vom Hahn wächst, natürlich dann eingefärbt wird. Und aus diesen Federn werden diese Buschen gemacht. An welcher Stelle? Vom Hals dann. An Halsstelle. Hahnenhalsfedern sagt man so deutsch, also sie wachsen am Hals des Hahnes. Der Hahn hat viele verschiedene Federn, Hahnenhals, Hahnenkreuz oder Hahnenschlappe, die wir auch schon auf Hüten gesehen haben. Aber es gibt sie natürlich auch im Militärbereich. Also wir hatten ja in Österreich auch ganz spezielle Federn, zum Beispiel Geierfedern auf dem Hut von Kaiser Franz Josef. Das sind zum Beispiel Federn, die heutzutage nicht mehr verwendet werden, weil sie natürlich unter Naturschutz stehen und man versucht natürlich, wenn man jetzt so einen Buschen herstellt, eben andere Federn zu nehmen, um sie dann dementsprechend zu präparieren, dass sie dieselbe Optik haben, weil natürlich viele Federn unter Naturschutz stehen. Man muss ja, glaube ich, auch dazu sagen, dass im 17. und 18. Jahrhundert ja man auch mit wunderschönen Uniformen wirklich in den Krieg gezogen ist. Und ich habe kürzlich ein Buch gelesen über den Radetzky, der in jungen Jahren noch in der Nacht vor der Schlacht nicht schlafen konnte, weil seine Perücke in schöner Form gehalten werden musste. Er konnte sie nicht hinlegen, sondern auf einen Stab gestützt dösen, damit er mit schöner Uniform und schöner Perücke in die Schlacht ziehen kann. Ein anstrengender Feiermarathon, auch für die 86-jährige Dame und ein Fest, ein Spektakel der Superlative bis hin zu den Nationalflaggen, die hier mit dieser Flugshow in den Himmel gezeichnet wurden. Also recht viel spektakulärer hätte man das nicht mehr machen können. Wie hat es Ihnen gefallen, Frau Dekter? Es war unglaublich eindrucksvoll, weil hier auf sehr spezielle und sehr schöne Weise eigentlich Modernes und Traditionelles miteinander verbunden war. Und für mich als Museumsfrau ist es natürlich sehr schön, die Dinge, die wir in unserem Museum als Ausstellungsstücke haben, wie Kutschen, Livreen, Uniformen, hier auch wirklich noch in Funktion zu sehen. Das ist für uns alle etwas ganz Besonderes, weil es nur noch sehr wenige Plätze auf der Welt gibt, wo man so etwas erleben kann. Und natürlich auch sehr wenige Anlässe. Ja. Gesehen haben wir sehr, sehr viel. Wir haben auch angekündigt und versprochen, viel Hutmode zu sehen. Ich glaube, das haben wir auch wirklich getan. Inspirationen für neue Werke. Sie sind der einzige Federschmücker Österreichs. Wir haben auch sehr viele Hüte hoffentlich gut kommentiert, sodass alle Zuschauer sehen konnten oder mitbekommen konnten, was für Materialien, was für Teile auf den Hüten verarbeitet wurden, was vielleicht auch den einen oder anderen interessiert hat. Das glaube ich schon. Vor allem die Mode ist ja immer ein Thema. Man will ja genau wissen, was die Queen trägt, was vor allem auch Catherine trägt. Also das sind schon Themen, die ja auch unsere Zuseherinnen sehr interessieren. Ich habe heute noch recherchiert. Der Hut, den Catherine getragen hat, war eben von Jane Taylor. Und ich habe auch einen Preis herausgefunden. Er ist 790 Pfund. Also sind wir schon in einem etwas höheren Preissegment, glaube ich. Das ist natürlich auch ein kleines Kunstwerk. Schon, natürlich.